Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Layers of Fear auf Pelzig. Ja, ich mag's noch einmal bei dem Arschloch-Safe hier probieren, der raubt mir den letzten Nerv hier, der Knaber. 729. Na gut. Komm, probieren wir's nochmal. 7, 2, 9. Nö, mach's nicht. 7, 2. Ach, leck mich doch. Dann verreck doch in der Hölle, du scheiß Safe. Das gibt's doch gar nicht. Vielleicht müssen wir hier die Ehrenrunde drehen. Und falls das im Hintergrund gehört habt, mein Kater steht gerade an der und maunzt, er will Reihe. Aber ich kann es jetzt echt nicht gebrauchen, während ich hier so Horrorspiel spiele. Dass er dann hier rumstreunert und mir auf den Schoß springt. Da kriege ich, glaube ich, der Herzinfarkt meines Lebens. Oder wenn er dann Fresse will und ich muss dann zwischendurch aufstehen, ja, der kann sich jetzt auch noch ein bisschen geduldet. Zwischen der Aufnahmepause habe ich ihn jetzt auch was zu futtern gegeben und das ist immer so ein Schneeger, der lässt immer so ein Stückel drin. Also Schneeger heißt verschnegt sei, heißt in der Pals wählerisch sei, beziehungsweise so was Essen angeht, so verschnegt halt. Man nimmt nur Spezielles, man isst nicht alles. Und da ist es so ein Hungerkünstler, der immer noch so ein bisschen im Pott drin lässt und das frisst er dann nicht, da braucht er immer Neues dazu. Und er soll erstmal fressen, was er in der Schüssel drin hat. Er sollte recht essen, dann kriegt er wieder Neues. So, 7, er mounts wieder. 2, nein, okay, es will nicht. Andersrum. Andersrum muss die Zahl nur noch treffen. 7, 2. Ach dann. Nee, leck mich am Berzel dann. Mach doch grad, was willst du, scheiß Safe. Dann kannst du mich doch grad mal. Kannst du mich doch grad mal am Ofen besuchen. Dämlicher Mist. Okay, da geht's noch irgendwo rein. Und da geht's in irgend so Flüchter-Psycho-Zimmerei. Ui. Ich habe das Gefühl, dass du im Safe ein Schlüssel drin sein könnte, womit wir dann durchs Flüchterzimmer gehen. Irgendwie glaube ich, dass das wichtig was Ende ist, was wir dann kriegen. Oh Mann, das lässt mir jetzt keine Ruhe. Silver. 2. Ey, es stimmt doch einfach nur. Da liegt's auf dem Botter. Trag's rüber, damit er was glaubt. Silver 2,9. Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Vielleicht ist bei der PlayStation 4 ein bisschen anders als beim PC. 7, 2, 9. Oder alles rechts rum. 7. Ach Mann. Nochmal. 7, 2, 9. Ich will auch nicht. 7. Ja. Und ich kann es auch nirgends wie einloggen. Also hier 7 und ich drück irgendwas. Nee. Will er nicht. 2. Nee. Und 9. Vielleicht auch 7, 2. No, Nummer 7. Nummer 7. Bisschen länger vielleicht. Mal warte, ob es irgendwie einrastet oder so. Abwarte. 9. 7. Ach Mann. 7. 2. 9. Andersrum 7. 2. Das macht mich verrückt, aber es tut mir leid, ich habe alles probiert und es geht echt nicht. Tut mir's wirklich leid, dann komme ich da jetzt nicht rein. Es tut mir wirklich leid.
Dann sind wir jetzt da raus. Es tut mir leid, ich habe alles probiert, was möglich war. Habe jetzt nochmal 5 Minuten verschwendet oder davor. Es tut mir echt leid. Gebt mir doch gerade Bescheid, was das irgendwie verändert hätte, weil ich habe jetzt mich nur beim Suchen auf den Save konzentriert. Oh, das schmilzt gerade, das Bild. Ich habe mich jetzt beim Suchen nur auf den Save konzentriert und nicht, was das für Auswirkungen hat. Aber muss ich jetzt ohne schaffen. Was auch immer das mir an Bonusmaterial gebraucht hat. Vielleicht nochmal Bonuszeichnung oder Bonusfotografie oder irgendwas. Aber vielleicht auch etwas, was das Ende beeinflusst. Und das fände ich halt extrem schlimm. Ja, komm, nimm das Seil und beend's. Da ist bestimmt noch ein wackeliger Stuhl für dich. Dann kannst du es beenden. Manometer. Der Mann nix. Nee, da ist nichts Wichtiges drin. Das Gemälde ist einfach nur geschmolzen und unten drunter ist nichts Großartiges. Und das eklige Fussellicht könnt ihr auch mal aufhören. Das ist furchtbar, sowas. Okay, dann weiter ins nächste Zimmer. Das ist wenigstens wieder etwas heller, das Zimmer hier. Was steht da? Oh, das ist spiegelverkehrt. Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Ja, das ist das Problem. Ich kann ja nicht mehr in die Zimmern, die ich vorher gegangen bin. Siehst du, das sind so One-Hit-Wonder, in die kann man nur einmal reingehen. Das ist ja das Problem an der Sache. Deswegen ist der Save für uns jetzt für immer verloren. Und da sind wir jetzt in ein Zerrbild von dem Raum. Das kann nicht rückgängig gemacht werden. Okay, jetzt sind wir in so einem freundlicher Raum. Also für uns alle freundlicher Raum, ekliger Raum. Freundlicher Raum, ekliger Raum. Das kann nicht rückgängig gemacht werden. Ja, ich komme auch gar nicht hier rein. Da ist eine Barriere, durch die er nicht durchgehen kann. Soll uns wohl sagen, dass wir einfach in die Räume nicht mehr zurückgehen können. Ja, so ist das halt. Das ist halt das. Irgendwas bellt. Ja, vielleicht hat die Familie muss ja einen Hund gehabt haben, weil wir haben ja einen Maulkorb gesehen, ganz am Anfang der ersten Episode. Da ist auch das Hundegemälde wieder. Oh. Ist der Hund verbrannt? Oh, wie bösartig. Flüsterschublade sind immer gut. Guter Junge. Oh oh. Was ist mit dem Hund passiert? Ich hoffe, er hat ihn nicht umgebracht, weil ich hasse Tierquäler ohne Ende. Ich kann Tierquäler nicht ausstehen. Okay, es ist nichts hinter uns. Dann mal weg von dem Flüsterschrank. Und dort hier. Dass wir überhaupt so Arschloch durchspielen müssen, ist schon echt heftig. Hier noch Rollstuhl. Was steht da noch? Willst du das auch? You want this as well? Willst du das auch? Ein Rollstuhl. Ach naja, ich sitze ist immer gut und der sieht auch sehr bequem aus und mein Klumpfuß und so. Warum auch nicht? Hat man so ein bisschen bequemer mit Klumpfuß. Und wenn der schlimmer wird, dann hilft auch irgendwann der Stock nicht mehr. Oh, das ist er wohl. Once great artist, new painting, loved out at of galleries. Ein ehemals großer Künstler, neues Bild von Max Mustermann aus Galerien gelacht. Wovon wir heute Zeugen wurden, obwohl gänzlich ohne Wert, um es einmal künstlerisch auszudrücken, mag dennoch eine unbezahlbare Fallstudie für Psychologen sein. Diese harschen Worte kamen von niemand Geringerem als Jason Hughes. Der bekannte Kritiker war einer der ersten, der die Werke von Max Mustermann zu schätzen wusste und dessen Lob einst zum spektakulären Durchbruch des Künstlers beigetragen hatte.
Danach gefragt, ob solche brutale Kritik, besonders angesichts der jüngsten tragischen Ereignisse, denn angemessen seien, antwortete Hughes: Als Kritiker ist es unsere Pflicht, Kunst zu kritisieren, ohne dabei den Künstler zu bewerten. Der Mann hat in letzter Zeit viel durchmachen müssen und er hat dafür offensichtlich einen hohen Preis zahlen müssen. Denn würden wir schweigen und gäben wir auch nur andeutungsweise zu verstehen, dass dies auch nur im entferntesten akzeptabel sei, würden wir dem Künstler damit keinen Gefallen tun. Andere Kritiker waren kaum nachsichtiger als der, und weiter ist es nämlich vorhanden. Na, herzlichen Glückwunsch. Das heißt, nachdem Seifrato den Unfall gehabt hat er wahrscheinlich eine Malblockade gehabt. Da ging gar nichts mehr. Und das haben auch die Kritiker bemerkt und haben ihn dann sogar nur noch lächerlich gemacht, anstatt, ja, wie soll man es dann anders sagen? Er hat nur noch Mist fabriziert anscheinend, weil er seine Muse verloren hat. Und weil er wahrscheinlich auch nur noch gesoffen hat wie ein Loch. Und dann ging doch nichts mehr. Und die Kritiker haben ihn dafür in die Luft zerrissen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist halt hart, das ist richtig hart. Und so harsche Kritik, die kann ihm schon echt fertig machen. Gerade wenn man so ein Künstler ist, so zart die Seele, das sind sie ja meistens die Künstler. Jetzt sind wir aber wieder im selben Gang, oder? Da waren wir doch schon mal. Das ist doch der Good Boy Gang. Da geht's zum... da ist noch irgendein Aristokrat abgebildet. Okay, da ist ein Zimmer. Da ist ein Zimmer. Abgeschlossen, okay. Mit dem Zimmer hier und dem Zimmer dort. Überall verschlossen, pfui, pfui, pfui. Ich werde ganz verdrossen. Igitt. Und immer wenn der Künstler sich bewegt, klingt es wie ein Herzschlag. Hören wir genau hier. Ich schalte dafür jetzt auch mal den Ton ein bisschen lauter. Effekte. Hören wir ganz genau hier. Übernehmen. Hören wir ganz genau hier, wenn der läuft. Habt ihr das gehört? Blom, 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 blom. Das klingt echt, als würde der Mann beim Herzschlag, beim Geher einen Herzschlag ausstoßen. Das ist echt heftig. Es trägt auch sehr geil zur Atmosphäre von dem Spiel bei, muss ich sagen. Gerade sein humpelnder Gang. Oh. Ahoi, hoi. Will ich mal das wirklich angucken müssen? Was bist denn du für ein Feiner? Hi. Dreiäugerig. Näher zu dir können wir auch nicht. Oh, ich will mich nicht umdrehen, ich will nicht wissen, was passiert, ich will nicht wissen, was dann... War ja klar. Okay. Dreiäugerig in Claire. Mann, oh Meter, lecco mio, alter Falter. Das ist doch gemein, Mann. Jetzt ist natürlich hier abgeschlossen. Obwohl gar nichts passiert ist. Okay, die Ratte hat auch ein Holzbä. Oder Holzschuh, das sind so holländische Holzschuhratte. Jetzt mal... Oh, Holzstuhl ist geschmolzen. Das kann passieren bei den Billigproduktionen. Okay, da ist ein Zimmer. Alter, jetzt mal ohne Witz. Es gibt so diverse Sachen, die gehen gar nicht. Also so ein billig Jumpscare. Und ich, Idiot, fall auch noch voll drauf rein. Das war überhaupt nicht gruselig. Es ist gar nichts passiert. Und ich Dappschädel fall trotzdem drauf rein. Ja, man ist halt arg gespannt bei dem Spiel, muss ich gestehen. Jetzt humpeln wir ein bisschen schneller. Jetzt ist die Frage, gehen wir zum geschmolzenen Rollstuhl. Und das spricht wohl eher für die Frau. Es ist aber dasselbe Gang, der ich sage. Oder gehen wir zu der Zeichnung und das spricht für ihn. Ist aber dasselbe Gang. Ich gehe jetzt zu ihm. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Der Ventilator ist runtergekracht. Ich nehme an, wir kommen jetzt natürlich nicht mehr raus. Ich habe mich jetzt nur für ihn entschieden, statt für die Frau. Weil ich gehört habe, fast sogenannte gute oder neutrale Ende müssen wir die Frau meiden. So lädt man es auch tut. So lädt man das auch tut. Weil er hat sie wahrscheinlich schon genug vernachlässigt. Und genug verleugnet und sonst irgendwelche eklige Sachen gemacht. Aber ja, ich entscheide hier aus dem Bauch raus, muss ich sagen.
12. September. Sie hat es schon wieder getan. Vorhin habe ich noch ein paar ihrer Kritiken entdeckt. Kleine Zettel an einer meiner jüngsten Arbeiten geklebt. Die beleidigendste, hasserfüllteste Kacke, die ich jemals über meine Arbeiten gelesen habe. Ich schätze, ich sollte nicht überrascht sein. Schließlich kennt sie mich gut genug, um genau zu wissen, was mich wirklich trifft. Ich kann nur nicht glauben, dass sie das wirklich gegen mich verwendet. Am schlimmsten ist, dass sie, als ich sie damit konfrontiert habe, abgestritten hat, irgendwelche Zettel geschrieben zu haben. Als ob ich ihre Handschrift nicht erkennen würde. Du meine Güte, hasst sie mich wirklich so sehr? Oder fängt sie an, ihren Verstand zu verlieren? Ich weiß einfach nicht, was ich noch machen soll. Oder er. Oder er bildet sich das Ei. Oder er hat sich das Ei gebildet, dass sie ihm Zettel und Kritik schreibt. Was ich viel eher glaube, als dass die Frau so wahnsinnig war. Kann passieren in der besten Familie, dass die Rotorklinge vom Ventilator im Knapp verfehlen. Das kann immer mal wieder passieren. Ich drehe mich an und um. Ich will nicht wissen, was da hinten passiert ist. Das mag ich nicht wissen in dem Fall. Okay, da haben wir wieder einen Altkünstler. Also so ein Meisterwerk von einem Altkünstler. Was jetzt? Ja, so Musik zu machen, wenn noch gar nichts passiert. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das wieder so eine Zeichnung, die wir mitnehmen können? Nee, das ist Kenny von der Ratte Zeichnungen. Ist abgeschlossen, okay. Dann muss es wohl da lang gehen. Nee, jetzt ist das andere aufgegangen, habe ich gehört. Okay. Oh. Okay. Da ist ein Schlüssel. Bevor wir den aufnehmen, gucken wir uns aber hier erst nochmal um. In dem Raum. Sonst hätten wir sowas verpasst. Oh, so arg zittrige zittrige Schrift natürlich. 6. April. Heute Morgen habe ich diese kleine Kollektion ihrer Flaschen gefunden. Ich habe heftig darauf reagiert. Ich weiß, dass es für ihn ebenso schwierig ist, aber er sollte es verdammt nochmal besser wissen. Mit einem Kleinkind im Haus, das ist einfach verantwortungslos. Ja, das kann die Schrift von der Frau gewesen sein, nachdem sie ihren Brandunfall gehabt hat. Nachdem dann vielleicht, ach, das nämlich, okay, du willst schon, dass ich Licht A mache, kann ich verstehen. Ja. Oh, ehemaliges Hochzeitsbild von deiner zwei. Oh, du schimmelst schon an der Wand. Ich mag ja trotzdem nochmal A machen. Ich hab's lieber hell, um ehrlich zu sein. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Ach du Scheiße. Oh, oh, Achtung, Jumpscare, ahoi. Natürlich. Wir kommen hier nicht raus, bevor wir den Jumpscare ausgestanden haben, glaube ich. Aber wo lauert er? Das ist ja das Fiese an der Sache. Ich weiß nicht, wo er lauert. Jumpscare. Ah. Okay. Wahrscheinlich jetzt, erst wenn ich alle Dinge angezündet habe. Ja. Kommen wir jetzt erst raus, oder? Okay, Jumpscare immer noch ahoi. Ich rechne mit allem Möglichen. Okay, es scheint nichts zu passieren. Noch nicht. Nee, okay. Es geht doch bestimmt das Licht aus und es kommt irgendwas Freakisches. Ich rechne mit allem. Und meistens ist es dann etwas, womit man eben nicht rechnet, wenn dann so ein Quatsch kommt. Okay, da ist nichts. Da ist auch nichts, nur Schuhberst und Schuhe. Noch so unterwegs noch so ein fleckiger Apfel oder so fleckige Bananen, Petze und so Quetsch, die noch dabei ist. Quetsch ist übrigens auf Pelzig Zwetschge. Und da haben wir noch ein paar Kerscher. Okay. Nett. Okay, du gehst doch bestimmt jetzt von dir aus wieder zu, oder? Ein Grammophon und Schlafzimmer. Das ist wieder eine verzerrte Version vom Schlafzimmer. Flüsterschränke. Ja, da ist noch alles wie gehabt. Mit der Hutschachtel und mit der Klamotte. Flasche. Ne, jetzt sind keine Flasche drin. Jetzt sind nur die Hemden von Charlie Harper drin.
Da haben wir Schallplatte. Und die müssen wir wo reinlecken. Das kann man nicht öffnen. Du hast wieder Zeichnung. Ah, Motto. Prothesendiebe, nimmersatte Bastarde. Kann ich mir keine neue kaufen? Warum das beschissene Bein? Aha, er hatte Holzbä. Er hat keinen Klumpfuß oder ähnliches und er hatte Holzbä. Und er glaubt, dass sich da Viecher drin einnischten. Ach du Scheiße, das ist ja richtig heftig. Sehen wir uns jetzt? Wir haben immer noch gespiegelt Bild. Ja, krasser Scheiß. Also, jetzt wissen wir's. Er hatte Holzbä. Jetzt wissen wir's mit Sicherheit. Und ich jetzt sage, die Platte, die lecke ich morgen auf. Bei Let's Play Layers of 4 aufpelzig. Also machen's gut und bis morgen. Ayan Yankee.